Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Terranigma. Uff, pelzig. Ja, arg, ich weiß, es wird Zeit, wir sollten uns dummler. Also... Ey, hör auf mit deiner ekelhaften Matschhand noch mir zu schmeißen, du Ekling. Zack. Du wirst jetzt Granitspeert. Zack. Sehr gut. Und wir sind jetzt auch erstmals mit unserer KP über 100. Und die Sache müssen wir uns auch werken, wie gesagt, wie ich im letzten Teil schon gesagt habe. Das wird nur mit dem Mastergegenstand von dem Level möglich sein. Jetzt sind wir wieder hier unten. Und ich finde, wir sollten definitiv auch nochmal die Erfahrung von den Viecher mitnehmen. Ich mag gerade nochmal gucken. Ich mache das jetzt wohl anscheinend bei jedem Dungeon. Bei den Gegner. Ich mag wissen, wie viele Erfahrungspunkte die mir ich bei denen krieg. 4138 haben wir jetzt gerade, genau. Jetzt gucken wir mal. Und 4138. Nicht schlecht. Komm schon. Also wenn die geben jetzt schon 27, das ist schon echt nicht schlecht. Das ist eine Hausnummer. Ach ja, da haben wir auch noch irgendwas. Hey, hey, hör auf stunk zu machen, du Vieh. Ich schmeiß dich ab. No, okay, so weit bin ich gar nicht gekommen. Das ist alles zum Verzweifeln mit einem scheiß Gegner hier. Endtreffer brauchen sie. Geoblaster löst ein Beben aus und Ark ist mal wieder paralysiert und guckt dappig aus der Welt. Aus der Welt! So. Komm her, ihr dappige Viecher. So. Jetzt sind wir hier frei und können wieder springen. Und weiter geht's in Crackcliff. So. Hoch an die Liana. Ich muss jedes Mal wieder lachen bei dem Abschnitt von dem Lied. Großartig. Wer es in der letzten Episode nicht gesehen hat, es handelt sich hier um das, was meine Schwester und ich früher beim Spielen als der Geier-Abschnitt von dem Track bezeichnet haben, weil das klingt, als würden Geier rumhupsen und noch Nahrung suchen. Ark erhält einen Kristall. Saugut. Also gehen wir jetzt auch nochmal hier lang. Und ohne Granitspeer kämen wir hier nicht besonders weit. Glücklicherweise habe ich ihn ja vorher noch eingesammelt. Jetzt kommen wir hier in das Gebiet rein. Zack. Ja, ich verliere bei solchen Dingen häufig einmal den Überblick. Und ich glaube, es gibt hier auch noch ein Elixier. Ich glaube, Abwehrelixier irgendwo noch abzustauben. Das mag ich auf jeden Fall auch nicht. Verpasse. Komm her, du. So. Aber noch schlimmer als die Vögel sind die Männler, die dann noch kommen werden. Ihr habt sie vielleicht so am Rand mal rumtouren sehen, die Mistviecher. Die kann ich überhaupt nicht ausstehen. Das sind solche dämliche Hasskotze-Scheißgegner. Ich hasse die wie die Pest. Boah, nee, bei denen wäre ich echt immer fuchsteufelswild, bei den dappischen Männler. Seht ihr das? Oh, da sind sie auch schon, wenn ich schon vom Teufel rede. Die macht man am besten so platt. Mit der Standardattacke oder mit dem Amoklauf. Scheißviecher, ich hasse die wie die Pest. Mit ihrem dappischen Rumgezappel und Rumgeturner. Mit ihrem blöden Pseudo-Kung-Fu, was sie hier abziehen. Scheißviecher. So, was sagst du mir? Ach, du kannst schon retten, Kaktus? Schade. Hier können wir auch nochmal runterklettern. Zack. Und Ark erhält mal wieder einen Kristall. Das mache ich nur zur Sicherheit, weil die Schlange köpft auf Aarehöhe rechts neben mir. Das sind Ausgänge, die ich erreichen kann, wenn ich jetzt hier runterbotzel. Also. Und schon ist es passiert. Schon sind wir da gelandet, wo ich eigentlich nicht landen wollte. Hör doch auf. Also die hier sind, glaube ich, Schlammhardos, die Viecher, oder Schlammhardos. Je nachdem, wie man es betonen mag. Also bedenke. Noch links rum. Okay, so rum sind wir schon mal irgendwie richtig. Oh, jetzt haben wir irgendwas verpasst. Irgendeinen Abschnitt haben wir verpasst. Naja, das wird schon irgendwie gut gehen, hoffe ich. Ich hoffe es wirklich. Ach, wäre es doch nur so. Diese dämlichen, alten, verbitterten Berge. So, ich kriege mal jetzt mittlerweile mit M-Schlag.
Wow. Sehr gut. Da kommen wir erst mit dem Master-Gegenstand wieder durch. Komm her, du. Zack. Und dann geht's hier lang. Ich finde es auch so schön gemacht mit einem Sonnenuntergang da im Hintergrund. Das wie Gemälde, oder? Einfach nur großartig. Oh, Mini-Ghetto-Blaster. Und die schießen mit jeder Menge Gülle auf uns. Das gefällt mir persönlich nicht so gut. Deswegen will ich die kleine Säckle mal alle machen. Geben auch gut Erfahrung, die Viecher. Deswegen muss das sein. Wie gesagt, lieber jetzt nochmal zwischendurch Gegenden benutzt zum Leveler, als dass wir später die große Levelaktion starten müssen. Ja, komm schon her. Zack, habe ich dich. Zack. Sehr schön. Und du aber nette Kristallverpasser. Sehr schön. Nee, ich mache das auf jeden Fall lieber so. Weil ansonsten müsst ihr später ohne Ende leveln. Und dann mache ich da lieber hier auf Rate und nehme an Gegner mit, was ich kriegen kann. So, ich weiß, du willst jetzt hier Scheiße machen. Aber nicht mit mir, Freundchen. Weil wenn die ihr Erdbeben machen, dann fallen die Brücke hier zusammen. Da hätten wir ein kleines Problemchen. So. Aber es läuft ja alles soweit gut, wenn man weiß, was passieren kann und wie man da vorbeugen kann. Jetzt bloß nicht runterspringen, sondern hochspringen. Ja, uff, mit so Ferz. Mistvieh. So. Heieieiei. Ja, komm her. Dich mache ich irgendwie fertig. Komm her. Komm her, du dappischer Dämonengeier. Hopp. Jawohl, habe ich dich. Und hier blitzt's. Er beschimmert im Gestrüpp. Arg erhält die Greifenklaue. Sehr schön. Jetzt haben wir den Master-Gegenstand hier gewonnen. Der zufälligerweise hier im Gestrüpp verborgen war. Dann gucken wir uns natürlich nochmal genauer an. Der ist beide Blätter hier mit drin, bei der Rieseblätter. Greifenklaue. Zum Klettern gut geeignet. Das müssen wir nicht selber anwählen. Sondern jedes Mal, wenn ich dort bin, sehen wir auch die Greifenklaue, die beide animiert, was ich großartig finde persönlich. Das heißt, der schnallt die sich um die Handgelenke und kann mit den Dinger wie mit dem Eispickel sozusagen klettern. Das finde ich sehr geil gemacht. Gefällt mir persönlich sehr gut, die Spezialanimation dafür. So, und die können wir definitiv häufiger gebrauchen, genauso wie wir auch die Rieseblätter gebrauchen können. Arg erhält Wunderknoller, sehr schön. Und ich jetzt sage, wir können uns jetzt gleich nochmal in die Reihe zwitschern. Also den knobbelig reingepfiffer. Und dann kriegen wir wieder 70 Kraftpunkte, wie im richtigen Leben, oder? Immer wenn ihr Knoblauch esst, gibt 70 Kraftpunkte dazu. Ja, gehe ich mal an, noch fertig. Damit wir jeden Erfahrungspunkt mitnehmen. Oh, das war jetzt gerade blöd. Ich wollte, apropos Erfahrungspunkt mitnehmen und so, ich wollte auch hier nochmal in die Manegerei und auch nochmal die Viecherplätter. Ich verlasse das Gebiet nicht mit weniger als Level 12. Also ich will mindestens mit Level 12 hier rauskommen. Soweit bin ich eigentlich ganz gut im Plan, muss ich sagen. Bei Lumina bzw. beim Sonnebarm habe ich vorgehabt, mit Level 9 bis 10 rauszukommen. Und Crackcliff bin ich jetzt eigentlich soweit auch ganz gut dabei, denke ich. Mit meinem Level. Das können wir dann später definitiv auch nochmal ausnutzen. Zum Leveln das Gebiet in Afrika, was uns da noch erwarten wird. Jeder, der es kennt, der weiß, was ich meine. Und ich mag die Musik dort sehr gern. Deswegen wird das Gebiet auch nochmal genutzt zum Leveln. So, jetzt haben wir hier nochmal mitgenommen, was mitzunehmen ist. Heieiei, wenn als man Knote in der Zunge drin steckt, das ist nicht so schön. Komm her, du. Ah, Mist, das war nicht so gut. Hier. Ich hoffe, es ist nur Schlamm, mit was der mich hier bespuckt. Komm her, du Ferkel. Matschekuchenspieler. Oh, da war ich etwas zu eilig. Zack. Und hoch geht's. So, dann kraxeln wir jetzt nochmal ein bisschen größere Strecke hoch. Ich glaube, ich stehe schon Keuche wie noch was. Keuche wie ein Windei an der Stelle.
Und dann nehmen wir hier auch noch im Berg mit, was es mitzunehmen gibt. Das versteht sich auf uns selber, du dämlicher Ghetto-Blaster. Ark ist paralysiert. Aber ich mag auch noch wissen, was deren Erfahrungswert mitgibt. Bei dem Clayvieh müssen wir eigentlich gar nicht gucken. 4903 Hämmer. Und er gibt... Okay, das ist niedlich. 18 Erfahrungspunkte gibt er. Ist in Ordnung. Ist nicht so viel, wie ich gedacht habe. Ich habe jetzt eigentlich auch über 20 gedacht. Ach, der Musikabschnitt, der macht mich fertig. Ja, so. 2 von euch Viecher gleich mal in den Tod mitgerissen. Vielleicht hilft der Tod, dein dummes Geschwätz zu unterbinden. So wird es gemacht. Jetzt hier rein. Ui, da sind wir wieder in einem neuen Gebiet. Was gibt's dann hier noch Schönes? Es gibt Männle hier. Ich hasse Männle. Hau ab. Ach, woanders Kung-Fu-Männle. Dämliches Vieh. Und, ach Gott. Gott sei Dank hat es was gebraucht. Arke hält 87 Tara. Boah, Mann. Dämliche Männle. So. Dazu gibt's auch noch einen Kristall. Das ist immer gut. Und hui. Sehr schön. Und du kriegst jetzt auch nochmal so eine kleine Fallgrube für uns. Das ist immer so Lotto bei mir. Ich weiß nie, was ich krieg. Ich weiß nie, wo ich dann so land. Ah, sehr gut. Das war genau richtig. Um nochmal einen Kristall abzustaben. So, dafür landen wir wieder in der Mändelhölle. Ja, du dämliches Männel. Rille-Pizza oder so hießen die, klar. Aber so ein saublöder Name auf jeden Fall. Moment, hier bin ich... Oh nee, jetzt bin ich wieder in der Mändelhölle gelandet. Hau ab, du Winzling, du Pimpf. Hau ab. Geh zurück in dein Dojo. Mistviecher. Elende kleine Heckezecke und Wadebeißer. So, dich krieg ich auch noch. Du dappeter Zwerg. Komm her. So, habe ich dich. Crackliff. Wir sind wieder ziemlich weit am Anfang. Immer wenn Crackliff eingeblendet wird, sind wir direkt draußen am Anfang. Okay, du geht's irgendwo ins Nichts rein. Ah, genau da wollte ich hier, ums Vitalelixier zu kriegen. Okay, es war kein Abwehrelixier, es war tatsächlich ein Vitalelixier. Oder wie es bei The Simpsons heißt. Simpsons und Sons Revitalisierungselixier. Ah, ihr kennt die Folge bestimmt. Wenn ihr Simpsons-Fans seid, dann kennt ihr die Folge bestimmt. Ach ja, jawoll, Level 12 erreicht. KP steigt um 7, Stärke steigt um 2, Abwehr um 3, ja wow. Und Glück um 1. Juhu! Hast alle Grund, dich zu freien, Ark. Boah. Und das Männel haben wir jetzt gleich mal platt gewalzt. Mit unserem Stich. Zack. Euch Männle kann ich mittlerweile mit M-Schlag fertig machen. Also es hat viele Vorteile, wenn man wirklich gut levelt in deine Gebiete. Und wenn man da nicht durchrennt wie ein Ochs, dann kommt man hier definitiv auch mit aller Erfahrungen wieder raus. Moment, ich glaube, ich muss da lang. Sicher bin ich mir nicht. Aber ja, genau, das andere hätte nur ins Nichts geführt. Oder? Oder führt das nur ins Nichts? Ja, nur das führt ins Nichts. Okay, ich bin selber schuld. Ich gehe sehr häufig, muss ich gestehen, der rechte Weg entlang. Das ist bei vielen Leuten so, habe ich festgestellt, dass die Leute immer zuerst nur rechts gehen, bevor sie noch links gehen. Interessanterweise, im Bus oder Zug soll es angeblich auch so sein, dass man sich zuerst auf die Seite setzt, wo man Händer ist. Also als Rechtshänder setzt man sich immer auf die rechte Seite und als Linkshänder auf die linke Seite. Achten mal da drauf. Ich habe festgestellt, bevor ich das aktiv mal überprüft habe, dass ich mich wirklich sehr häufig auf die rechte Seite geguckt habe, weil ich Rechtshänder bin. Und jetzt geht's hier sehr schräg und steil noch over. Ist aber auch sehr schön gemacht. Ach, dass es hier nochmal so einen kleinen Vorsprung gibt. Ach, das hat definitiv seinen Sinn. Dass man hier nochmal einen kleinen Felsvorsprung hat. Und jetzt geht's hoch an den höchsten Punkt von Crackliff. Mit einem wunderschönen malerischen Hintergrund. Jetzt haben wir einen Fochel als Gegner. Passender könnte es gar nicht sein, oder? Und wenn ich abschmier, lande ich nämlich gerade nochmal hier.
So, dann muss ich natürlich nochmal bei Null anfangen, was der Endboss angeht. Aber mir haben derzeit eigentlich keinen Schade gemacht, weswegen ich mir das mal erlaubt habe, euch das mal zu zeigen. So, hier können wir natürlich auch abwehren, weil das irgend so komische Energiegülle ist, was der abschießt. Aber wir können auch so erwischen. Denn fette Flugtruthahn. Bäh. Auf der anderen Seite, der schmeckt bestimmt köstlich. Kann man ja. So, das war's auch schon. Das war's auch schon. Infernalos besiegt. Es gibt eigentlich noch einen zweiten, aber ich war so stark, dass das jetzt wirklich sehr schnell gegangen ist. Arg. Lang habe ich auf den Blick gewartet. Alle Feckel sollen ihre natürliche Lebensform wiedererlangen. Aber bedenk, noch ist es zu früh für die Wiederbelebung von der Welt. Du musst fürs Wachstum von allem Leben sorgen. Und auch jetzt werden wir nochmal mit einer schönen Sequenz belohnt. Aus dem Ei schlüpft der Vogel und der Weißkopfseeadler erhebt sich stolz in die Lüfte. So wie alle anderen Vögel, die hinterherfliegen und den Himmel bevölkern. Schön. Was wäre die Welt ohne Vögel, oder? Ich genieße es auch immer im Sommer, wenn der Teich im Garten ist. Der hat 3 Terrassen, könnte man sagen, der Teich. Und im Nachbargarten sind die Vögel immer am Kirschbaum dran im Frühling bzw. Frühsommer. Und wenn es besonders heiß ist, da hocken die sich auf die Plattformen von unserem Teich. Und dann baden die sich, so wie hier die kleinen Vögelchen das machen. Oder so wie der hier das macht, der kleine Spatz. Da hocken sie dann immer da am Teich und baden sich. Ich finde es so schön, das zu beobachten. Willkommen in unserem Paradies, der Anwesenheit ehrt uns. Oh, und du? Wenn ich mir mal Flügel ausbreite und wegfliegen könnt, aber aus Orkania weht noch kein Lüftchen. Okay. Dann kümmern wir uns wohl vielleicht auch noch drum, damit ihr fliegen könnt. Bisher war es der Wind, der uns den Zeitpunkt zum Aufbruch gewiesen hat, aber in dem Jahr ist er ausgeblieben. Ah, das klingt aber nicht so gut, wenn der Wind ausgeblieben ist. Und jetzt haben wir auch wieder die schöne Musik dazu, die doch irgendwie auch meiner Meinung nach sehr zu den Vögeln passt. Dumbas Nest liegt auf dem höchsten Felsen. Ah, danke für die Info. Ah, zu der lustigen Eule können wir leider nicht. Ich liebe hier Eule. Eule sind großartige Tiere. Ich mag die sehr, sehr gern. Da können wir nicht zu der Eule. Schade. Es hätte mich jetzt sehr gefreut, wenn wir zu der Eule gekonnt hätten. Nehmen wir alles putzige Gepfeife von den Vögeln. Ich bin nur umherziehende Nomade. Soll ich dir ein Liedchen trällern? Ach komm, ja. Vögel singen doch immer gut, auch wenn sie Möwe ist, oder? Wie schön, du bist ein wahrer Freund von der Muse. Okay, der holt tief Luft und macht es dann alles etwas schnell. Willkommen in unserem Paradies, der Anwesenheit ehrt uns. Okay, die Sachen alle wieder nur selber. Und wir haben ja gelernt, dass wir jetzt Greifeklaue besitzen. Also können wir auch hier hoch. Weil da oben gibt es auch noch was. Da muss man aber erstmal drauf kommen, dass man das machen kann. King Nest. Wir Königsvögel bewohnen Nächte in luftiger Höhe. Im höchsten Nest wohnt Dumba, unser König. Okay, na dann, euer Hochwohlgeboren. Und du hier? Na, komm her. Komm her, du. Du hast unsere Lebensquelle wiedergegeben. Ich möchte im Namen von alle Vögel danken. Danke. Ach Gott, der Herr Baron. Und hier? Ach Gottel. Ich hab Hunger, großer Hunger, aber ich warte auf meine Mama. Ich bin brav. Na dann. Ich bleib allein zu Hause. Das kann ich schon. Ach Gottel. Also goldig sind so ja schon die Küke hier, die Kleiner. Selemol sind Menschen gekommen und haben unsere Eier geklaut. Aber jetzt herrscht endlich Friede. Wir haben keine Angst mehr davor. Das ist schön für euch. Aber, oh, der will erst gar nicht mit mir sprechen, sondern zieht noch Hunde ab. Aber ich bin jetzt wahrscheinlich der einzigste Mensch, den sie hier bei sich im Nest dulden, die Königsvögel. Ah, der sitzt da.
Dumbers nicht liegt zu deiner Rechte. Er wacht über uns und beschützt uns vor Unheil. Ach, wenn man es ihm nicht ansieht. Allerdings. Okay, danach wieder Hunger. Aber ihr werdet noch sehen, warum. Ihr werdet es definitiv noch sehen. Okay. Der Magier hat jetzt nichts Neues für uns gehabt. Und was sagst du? Okay, der bleibt auch wieder allein daheim und kann das schon. Hier ist auch noch so ein Schreiberling-Vogel mit einer Kappe. Ich kann dir bestimmt helfen. Na dann, gibt man doch mal so Wunderknoller, damit die wieder up-to-date sind. Oh, was habt ihr denn hier? Ein Vogel musste federn lassen. Das nehmen wir doch auch natürlich mit. Wenn wir sowas schon kriegen, dann nehmen wir es natürlich auch mit. Vor allem, wenn die schöne Königsvögel dann auch ihr Federn vor uns lassen. Federanzug. Es gibt Nummer 2 Abwehr Plus. Ausgerüstet. Und jetzt speichere ich nochmal und ich jetzt sage ihr, liebe Leute, wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Terranigma auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen. Ayan Yankee.